So, guten Morgen an entschuldigt Verspätung waren viel Frohen an der Chambre an den großen Teil von Deputierten auch bis zum Schluss wirklich ob dann den gewahrt, sodass da ein bisschen Zeit geholt wird. Das Wichtigste ist auch einen Rückblick zu machen und noch sich die nötige Zeit zu holen, für zu verstehen, was am Gang ist zu geschehen bei unserem Land punkto Covid. Weil als ein Rückblick auf die letzte Woche doch aber alarmant ist. Wir haben ein Haus und den Zahlen von über 47% im Vergleich zu der Woche für Drohnen mit insgesamt 806 Neuinfektionen. Das waren für die vierte Woche waren 549. Das ist sicherlich beunruhigend, dann wird uns auch ganz viel beschäftigt, die letzte Woche, für zu gucken, welche Konsequenzen mal kurzfristig daraus wollen ziehen. Und ich gebe auch ganz gerne Nein, kann im Detail erklären, wie wir hier gehen, wir als eine Arbeitsmethode gehen. Fall gesagt, dass Zahlen hochgehen. Ich meine, das ist eine Hypothese, mit der man natürlich muss rechnen, dass das auch vorausgesucht gehen. Und ich gebe einige halt profitieren, die Leute auch dabei die Arbeitsmethode zu erklären und einige rappellieren, was doch wirklich wichtig ist am Moment. Wenn ein zurück zu den Zahlen, wie gesagt, ein Haus von 47% von einer Woche auf die andere, das ist viel. Das spiegelt ein bisschen Geschehen, was schon an den Ländern rundherum ist. Selbst schon am Niveau von den Kontakten, die identifiziert sind, auch ein Haus von 50%. Das ist auch ganz viel. Par contre, haben wir eine gewisse Konstanz auf andere Pläne. Erstens mal sind nach wie vor von den Leuten, die neu positiv getestet gehen, am Schnitt immer 40% schon an Quarantäne gewirkt. Das ist ganz wichtig und das weist auch, wie wichtig das sind, die Mesuren, wann ihnen an der Fall kommt, wo ihnen an eine Quarantäne soll gehen, dass ihnen das respektiert, weil dem Moment, wo die Leute schon wirklich isoliert sind, daheim ist die Transmission unterbracht, das soll mir abgeben, das natürlich nach mehr wichtig und das veranschaulicht hat auch, wie gesagt, da sind wir nach wie vor gut, 40% von den Leuten wo schon dem Moment, wo sie entdeckt gehen oder identifiziert gehen als Kontakt an einer Situation, wo sie nicht mehr zirkuliert sind. Was den Altersdurchschnitt angeht von den Neuinfizierten, da haben wir noch immer den Phänomen, dass die Kategorie zwischen 15 und 20 Jahren doppelt so hoch betroffen ist wie der Rest von der Population. Allerdings muss ich so in der geguckt von den letzten SPD, da gesagt, in ein Haus auch bei den älteren Leuten. Da habe ich mir gesehen, dass von den Virus wirklich viel mehr intensiv zirkuliert, dass doch auf andere Alterskategorien Wert rübergehen. Wir waren auf die letzte Woche geguckt, dass die Marianne relativ niedrig gewesen bei 36 und etwas. Das ist noch nicht Männer wie die Woche für Drohnen. Wir die letzte 2 Tage trotzdem aber ein Phänomen, wo drüber geht, wo man mehr Neuinfektionen auch bei Leuten über 65 schon. Und wir wissen alle gut, dass das eben den Teil ist von unserer Bevölkerung, den riskiert, mehr Komplikationen zu kriegen. Also dass ich schon wirklich muss alertiert sein am Moment. Ich gebe ganz zurückkommen auf unsere Strategie für mit der ganzen Geschichte umzugehen, die wir mit August präsentiert hatten. Wir haben als zu Lützeburg eine Reihe Indikatoren gehen, die wir suivieren, für uns selber anzuschätzen, an das Helle der Krise, was die nächsten Mesuren können sein, ob man noch im geringen Bereich sind, und auch wir können anzuschätzen, wie alarmant die Situation letztendlich ist. Wir waren da ganz frei und andere Länder gucken just 12 von Neuinfektionen. Wir sind da ganz frei viel mehr nuanciert gewesen und gucken ganz genau, auch was sich eben an unsere Spitäler sieht, wie die Positivität aus, wie der Retour vom Terrain aus bei den Doktoren und so weiter. Das heißt, wir haben für ganz konkret zu sagen, kein Automatismus, wir wollen bewusst kein Automatismus, dass wir bei den Toten sind, da kennt die Mesure. Wir sind an der Lage, wirklich die Situation mit detailliert aufzuschätzen. Der hat alles einen Aufspruch mit den Akteuren vom Terrain, das ist aufwendig, aber das ist von der Vierdeler zu Lützeburg von der kurzen Wehr, das selbst wenn das möglich ist, und dafür wollen wir nicht blanden Automatismus aufhören, wenn man so ab der Zahl als rot, orange oder grün. Wir halten die Indikatoren alle gut am an, und wenn wir zur Konklusion kommen, dass selbst alarmant ist, da werden wir eine nächste Stufe aktivieren. Op 14 Dich zurückgeguckt, ist es auch klar, ich schiffe den ganz oft hört, dass man über den 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner leiden, das an allen Alterskategorien.
An d'Inzidenz haut Mäten déi haut lo enker zréckgerechend, Wa man se haut gi verrechnen op 14 Dich Trick geguckt, da immer bei bald 220 op 100.000, dat eng Zuuel, die wirklich héich ass. Dat Leiit an de Paragen vun denen Hotspotte, wo der lo links vun als Grenze gesit, wo awer firmi drastisch Mesure scho geholl gin. Dofir wurde da auch wirklich wichtig, die nedeg Zeit zu hëllen, iwwer die Lächtech fir ganz genau zu gucken, wéet op den anderen Indikateuren am moment ausgesäit. An dem Sinn alsläch méi brogent, wie wann die Reng zuele guckt mün Niveau vun unseren Hospitalisationen si mat to just an Phase 2 iwwergangen. Di wisst, dats ma e Stufeplan hunn, den vun als Spideler ausgeschafft gin ass mat Phasen, déi und Beleungen gekoppelt sinn an de Spideler eng echt an Zzweetphas, dat sie Phasen, wo nach neiicht programmiert muss gin. Dat beispielsweise an enger ganz anderer Situation wie lo als holländisch Kollegen schon de moie gesinn, dass matieren drastischen Mesuren, die lo wirklich desideiert fir die nächst Wochen, dass dat sich an engem Kontext aufspielt, wo awer lo schon en ganz hege Prozentsatz vu normale Soen missen Reckgefu gin. Die Situation Hummerheit zu Lützeburg net mir sinn wie gesagt, so just an der Phase 2 vun aus dem Spidolsplan ukom und das recht ab enger Phase 3, wo dat lo dumm méi alarmant gif gin, wo verschiedene Aktivitäten missen geschrauft gin. Wir haben auch über die Lächtech eben ganz viel Kontakt gehabt mit dem Terrain, für als einer Indikatoren lo aufzufroen. Ein davon sind als Urgenzen. Das ist für uns ganz wichtig zu sehen, ob an den Urgenzen etwas Anormales steht, an dem Sinn, dass du viel mehr akute Covid-Patienten giffen optreten, der das von den Indikatoren, die man genau gucken, in anderem für zu dezidieren, wenn im Centre de Consultation giffen opmachen, do wo stand haut wohl die Information, dass normale Aktivität ist, aber nicht beunruhigend. Das heißt, wir sind auch nicht an einer Situation, wie der am Frühjahr war, wo wir mal bei den Pudech an den Urgenzen Leute vierstellig gesehen, die wirklich akut Symptome hatten, die ganz schnell behandelt gehen, denn das ist noch nicht der Fall. Heute wahrscheinlich auch nachher mit der niedrigen Altersmoyenne zu dienen, die hat eine große Inzidenz, das ist ein Unterschied, ob die neu infizierten Altersmoyenne von 40, 50 schon oder ob sie an die 30 schleien, weil eben die Probabilität für Komplikationen zu machen am Alter abgeht, dann für allem eben ab einem gewissen hohen Alter mehr akut geht. Dann haben wir neben den Urgenzen, wo wir aufgefragt haben, haben wir auch Kontakt über als Sentinel Covid, wie wir das nennen, das ist ein Réseau von Generalisten, mit denen wir in engem Kontakt sind, auch nur gefragt, wie es bei ihnen ausgesehen ist, also auch wohl mehr Aktivität, wie der in einer Saison, wie der, wo wir dran sind, eigentlich normal ist. Viele Leute sind auch kalt, aber das ist auch nicht so, dass verstärkt wirklich Covid-Patienten identifiziert gehen. Das ist mehr Aktivität, aber noch nicht so, dass ganz viele Covid-Patienten vierstellig gehen. Auch dat lässt als zur Konklusion kommen, dass es nach nicht im Moment, dass wir Centre de Consultation abzumachen, denn das alles nach gut am Griff Niveau von der Medizin primär, das meist noch nicht müssen beunruhigen. Den Tod de Mortalität, den also relativ stabil bei uns, nur de kleine Knick kriegt, weil man effektiv leider Gottes Lorezent 6 Leute den Virus nicht evaluiert. Das sind Leute gewesen mit das Moyen enker no geguckt, die relativ bei Alter waren. Wir hatten nur die letzten 6 Fälle de Moyen enker no gerechnet, war das Moyen bei 82 oder 83. Man do enger Person an die 90 sind auch alles Fälle gewesen von Personen, die Komorbiditäten hatten. Das heißt, die neben Covid doch andererseits ugeschlossen waren auf ihrem Gesundheitszustand, was natürlich Sache nicht vereinfacht, wenn in der Mord Komplikationen zu rechnen hat. Dann als kritisch Indikateure, wenn ich so kann sagen, das den Test an den Tracing. Du wirst, dass von den Hauptbausteinen, auf die wir setzen, für 40 Uhr gegen den Virus wirklich eine ganz große Testkapazität, das zusammen mit einer stärkeren Tracing-Kapazität haben drin. Wie gesagt, da aus, bei der könnte ich vorstellen, mit dem Ausstieg aufhält, dass das ganz viel Arbeit war über das Weekend. Allerdings haben wir es gesteigt gekriegt, dann sind noch ganz froh, wir kurzfristig auch können einen Akkord finden mit dem Minister von der Défense für die Armee verstärkt noch mit Kindern den Ersatz zu holen. Das heißt, wir sind nach wie vor an unserem Tracing so abgestellt, dass wir zu holen, wie die mal haben, jedenfalls an einer
gewisser Kadenz nach gesteigt kreen. Allerdings muss ich sagen, dass der tut ein Niveau aus den nicht kann über Wochen am Main halen. Das ganz klar. Wir sind bei einer Unzahl kommen uninfizierten U-Kontakten, die wirklich beunruhigen. Dann ist das extrem wichtig, dass man die Kurpnis irgendwo in eine andere Richtung kriegen über die nächste idealerweise auf jeden Fall über die nächste 1 bis 2 Wochen. Was die Testkapazität betrifft, hatte man das Phänomen verstärkt über die letzten Wochen, dass die Leute nicht nachgekommen sind, dass ganz lange Schlangen waren. Der Sache sind wir auf den Grund gegangen, wir sind der täglicher Kontakt auch da mit dem Terra zu verstehen, für was das so ist. Da haben wir eine Reihe Phänomene, aber erstens mal eine ganze Reihe von Leuten, die trotzdem ohne Ordonnance nach einem Test frohen. Das ist verständlich. Leute machen sich viel Sorgen. Ich gehe wirklich den Abruf machen. Das ist schon wichtig, dass Leute sich die Viergaben halten, dass verhängen im Interesse, dass auch die Laborkapazitäten nicht überstrapaziert gehen, und dass man nur Prioritäten fahren. In dem Sinne haben wir von Seite von der Direktion de la Santé einen Rappel gemacht, sowohl und Doktoren wie auch und Laboren, für wirklich Ordonnance zu schaffen, für wirklich auch prioritär den Leuten Texte verschreiben, die Symptome haben, die zweideutig sind, wo Verdacht ist, ob Covid an nicht einfach so rein präventiv wäre schön, wenn den einfach kein Test mit dem Gesicht Terra, was das Matze springt, geht ja auch nach einer Sache wie Covid, wo Laboranalyse gefroht sind immer dieselben Leute, die da umschaffen sind. Und da ist es schon wichtig, dass wir so den Programm halen, den wir viel gesehen haben. An dem Sinn, wie gesagt, von uns dann den verstärkten Appell, den und Doktoren rausgegangen als und Laboren rausgegangen als für prioritäre für die Laboren eben mit Ordonnance zu fahren, bei den Doktoren auch prioritär denen Leute Tests verschreiben, wo wirklich ein Verdacht ist, dass etwas geschieht ist. Daneben haben wir als ein Depistageprogramm, das Large-Scale-Testing, da ist nach wie vor auf Invitation. Das sind Leute, die a priori keine Symptome haben, noch nicht krank, noch keinen Grund tun, davon auszugehen, dass sie Covid tun. Da ist das System nach immer den, dass es auf Invitation ist, wenn du ein gewissen Muster, was man durchspielen, wo die Leute determiniert gehen, die angeschrieben gehen. Dafür auch nach ein gehalten Appell, die Zeit vom Large-Scale-Testing, das funktioniert auf Rendezvous und auf Invitation. Wir sind uns bewusst, dass es problematisch ist, an den Laboren am Moment, da wir sind noch da am Gangen, Solutionen zu sichern, wo ich auch vielleicht direkt drauf zu schwätzen kommen. Ich bin immer am Gangen, jetzt gucken, wie kurzfristig auch eine Drive-In-Station können funktionieren zu tun. Für Leute mit Ordonnance, für just mal hin noch eine Urlaubsstelle zu gehen, neben den normalen Plätze, wo die Leute können hingehen. Und da sind wir auch ganz froh, zu sagen, dass wir heute Morgen am Regierungsrat an der Urgenzreglement Grand Ducal angeholt haben, den also ermöglicht, Schnelltester an den Umlauf zu kriegen. Eine Reihe Schnelltester sind Marché. Dafür aber die werden nicht, die gehen gezielt angesagt. Das sind Neutester, wo man wirklich auch über das Reglement Grand Ducal sichergestellt haben, dass das Mediziner für behalten, also gewissen Gesundheitsberufe, die auch hauptsächlich dafür und allem sollen bei symptomatischen Patienten angesagt gehen, dass da, wo sie wirklich effizient sind, sie sind nicht an alle Situationen nach wirklich so effizient, wie in das gerne hätte, aber da, wo symptomatische Patienten sind, typischerweise an der Grippenzeit Leute, die erkältet sind oder so, da kann das schon eine schnelle Hilfe sein. Auch Infirmiere, Laboranten, Sage-Femmes werden die Tester können machen, wie gesagt, eine limitierte Zahl von Berufen, die am Reglement visiert sind, werden das kurzfristig können machen. Da erhoffen wir uns natürlich auch eine gewisse Erleichterung am Niveau von der Arbeit Terrain durch den neuen Moyen, die könnt. Dann werden wir auch verstärkt bei Equipe mobilen zurückgreifen. Wir hatten die präsentiert für letzte Woche. Das ist eine Bus-Equipe, die wirklich auf Platz kann testen gehen, die mal ganz viel an den Ersatz schon die stehen, und die sind auch bereit für täglich an den Ersatz zu gehen. Wofür holen wir die Equipe mobile, zum Beispiel für bei Altersheimen zu gehen, wenn irgendwo ein Vierfall ist an einem Betrieb, gibt es eine Flexibilität für da, wo man gesehen, wo ein Problem ist, ganz schnell auf Platz zu gehen und dann eben aufzutesten, ohne dass die Leute müssen an die normal Filiere gehen, für ihren Test zu machen. Auch da erhoffen wir uns mit der Zeit wirklich eine Erleichterung dann eben von den normalen Labos Kompetenzen, Kapazitäten zu kriegen.
Voilà, Priorität wie gesagt ist wichtig an diesen Zeiten. Wir verstehen, dass die Leute ungeduldig sind, für ganz schnell getestet zu gehen, noch vielleicht präventiv sich testen zu lassen, aber dass an unser Interesse alle gut sind, dass wir auch Kapazitäten freihalten. Für andere Arbeiten, die an den Labor müssen gemerkt gehen, und surtout auch denen, die wirklich prioritär müssen gesichert sind, dass auch schnelle Labors Resultat kriegen. Als ein Indikator par rapport zu den Laboren ist wirklich, dass wir es hinkriegen, also als Ambition wirklich die Resultate auf 24 Stunden zu haben. Die Schnelligkeit ist ganz wichtig, das etwas, wo wir als Lützeburg noch ganz gut durchstehen. Am Ausland dauert es viel mehr lange. Ja, darüber hat einen Test gekriegt und dann ein Resultat gekriegt. Wir sind nach wie vor ganz schnell. Das ist wichtig, weil man mich schnell sind am Testen, am Resultat, man mich schnell am Tracing können aufhängen, man mich schnell die Leute, die eventuell an einer Situation sind, wo sie könnten ausstechen sind oder gehen, man eben ganz schnell können ihm rausholen aus der Zirkulation an eben für eine gewisse Zeit an Isolement respektive Quarantäne setzen, dass die Schnelligkeit, die wir am behalten und das auch dat für Indikatoren zurückzukriegen, zu kommen, wird man ganz genau wie wären, wenn man gesehen, dass es ein gibt, machen wir als Gedanke, was können wir da machen, für wirklich den Delay beizuhalten, für eben schnell zu sein am Resultat, für schnell zu sein am Tracing, dafür wie gesagt durch die Suche wirklich für permanente Equipen am Standby zu haben, gerade am Tracing, die man ganz schnell können aktivieren, die schon am Vorfeld formiert sind, bereit auf Abruf sind, wir können als Equipen zu verstärken, wenn man von Haut auf Morgen einen starken Ausstieg hätten oder haben von den Zahlen. Was ist noch wichtig, das ist wichtig, dass wir die Zahlen durch den Ruf kriegen, trotz allem. Sie sind wirklich beunruhigend, dass sicherlich kein Kurve, ob der in über Wochen sich kein Teilen. Wir haben das hingekriegt am Sommer, dafür bin ich zuversichtlich, dass mit den Mesuren, die wir platzen, das auch nachher möglich ist. Es ist einfach ein ganz starker kollektiven Effort, den gefordert ist von Jitturangem. Zeit gëtt engem lang sinn ganz lang Main schon mit das grad lo am Hircht, dat ass die geféierlech Zeit, dat wissen wir von Ufang von dieser Pandemie, dass man am Hircht wirklich kritisch gëtt und das lo wirklich der Moment für wirklich Ball zu bleiben. Was ist das konkret bei Symptomen wirklich bei den Doktor gehen? Wenn der einen Verdacht hat, auch von der sieht, die so immer schaffen gegangen, dass man Kopfweh oder Hose oder Schnapp, weil das ja nicht der Moment, das wirklich lo für den Telefon zu holen, sich mit dem Doktor aufzuschwatzen und präventiv dann einen Test machen zu lassen, einfach viel klar zu stellen, ob es etwas Normales ist, ob es Alltägliches oder ob es eben Covid ist. Das ist eine große Priorität. Dann auch die Regeln, die allgemeinen Regeln, die wir haben, immer, das ist ganz wichtig, die Handhygiene nicht vergessen. Wir lancieren noch nicht eine Kampagne, die ist generell während der Grippensaison wichtig. Das ist ja natürlich mehr wie je. Und dann natürlich auch den Distanzregel. Die physische Distanz ist extrem wichtig. Ich meine, wir wissen, wen sich aussticht. Das sticht sich durch Kontakt und durch Aerosol über den Atem. Das heißt, am Moment, wir wirklich gerne als Santé ganz stark am Moment dabei Rekommendationen verweisen, die wohl mehr weit gehen wie ein Gesetz. Ich meine, das alle Menschen frei, mehr vorsichtig zu gehen, wie das Gesetz erlaubt. Wer der Mann Kontakte hat, wer der Mann Risiko hat, erst unzustierchen oder ungestacht zu gehen, das ist ganz einfach am Anfang geholt. Das ist wirklich den Abruf, setzt Kontakte so weit wie möglich auf, das wird nicht unbedingt muss sein. Loset sinn gibt nicht unbedingt zu zängern an Restaurant, wenn nicht wirklich extra an Urlaubs aus, das soll wirklich keine Routine sein am Moment, auch wenn nicht erlaubt als theoretisch, das ist wirklich als Rekommendation, das zu machen, was andere Länder an der Verzweiflung par la contrainte machen, wirklich Kontakte zu drosseln. Und dann zweite Regel natürlich, wenn der Kontakte hat, weil selbstverständlich probiert, soweit es geht, wirklich auf Distanz zu bleiben. Ich bin heute ganz froh, dass Lützeburg konstant bei den 2 Meter geblieben ist. Ich meine, ich lebe nicht immer einen Meter rundherum und irgendwo muss ich das Lehren abschätzen. Und wir sind der Meinung, dass die Distanz eigentlich nach der beste Schlüssel ist, für sich nicht umzustürchen, wenn es nicht anders geht, die Maske. Ich meine, wir wissen heute, dass auch die Maske dazu beiträgt, das Risiko niedrig zu halten von einer Ausstörung. Das sind wichtige Sachen, wo ich für seinen Beitrag kann leisten, ob Sänger oder weiß. Ohne dass man dafür müssen drastische Mesuren holen zu diesem Zeitpunkt. Dann auch noch ganz wichtig
verstehen, wieso man die viel Quarantäne machen. Das ist wahrscheinlich mal das Letzte rund die ganze Strategie, die wir haben, neben dem Testen, die sind ein bisschen mehr angenehm gehen, weil die meisten Leute heute den Halstest machen und nicht mit den Nustest, der wirklich nicht ganz belebt war. Aber auch den Isolement an Quarantäne, auch wenn es lang sind, das ist wirklich wichtig. Ich wirklich rappellieren, wir gesehen, dass das in Fristen dreht, ganz viele Leute, die sich infizieren, hatten wir schon für Drohnen identifiziert. Aber für uns ist das immer ganz beruhigend zu hören, dass die Leute eben sichergestellt waren, dass wir wissen, dass die auf jeden Fall nicht mehr weiter dazu beigedrohen und dass der Virus weitergeht. Dafür ist es doch am Moment wichtig, das Regeln zu observieren, wann ein Quarantäne gesprochen wird. Es gibt schon eine Ursache von einem sanitären Point de vue für sie anzuhalten. Das ist wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet. Das sind die Elemente, auf die wir auf jeden Fall zählen, für wirklich nach die Sache an den Griff zu kriegen. Wir werden durchgehend, solange es kein Wachsen gibt, solange der Virus da ist, mit Wellen zu dienen haben, als Ziel, also die Welle klein zu halten. Ich meine, sollen sich nicht die Illusion hier gehen, dass wir den Virus ganz fortkriegen. Das können wir nicht, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja auch leben, normal funktionieren, müssen als Land funktionieren halten. Dafür als Zielsetzung wirklich anzudämmen. Und das können wir am Anfang just an dem wir als Bürger wirklich schmerzhaft sein Deal dazu beilegt, dann wir auf unserer Seite gucken als Servicer, die kruzial sind, einfach Stehen zu behalten und so effizient wie möglich abzustellen, dass sie das, was sie müssen leisten, an dieser Zeit wirklich auf eine schnelle Zeit gelegt kriegen. Dann last but not least für uns an ihr auch da zu erleichtern, all die schon ein Jahr dabei waren, beim Contact Tracing wissen, wie aufwendig es du hast, wann ich muss nachvollziehen, mit wem ich zusammen war. Dafür gebe ich auch wirklich den Appell machen. Erstens hält Kontakten überschaubar, das ist das Erste, und idealerweise feiert auch Buch drüber. Wir haben gesehen, dass mit denen Leute, die wirklich genau wissen, wo sie waren, mit wem sie waren, die schon ein bisschen präventiv geschafft haben, sich hat irgendwo abgeschrieben haben, da geht der viel mehr schnell. Das erleichtert wirklich der beim Tracing. Wenn in das nicht weiß, muss in dem Moment recht aufhängen, sich zu erinnern, wo war ich an rund um Uhruf. Und das hält die Mensch Zeit. Dafür das ein kleiner Reflex, lästiger Reflex vielleicht auch, mit den an diesen Zeiten extrem hilfreich aus. Ich möchte wirklich einen Appell machen und Leute für sich ein bisschen einen Erfolg zu machen, sich zu verhalten, wo ich war, mit wem ich war, hat den du eine Maske und hat ich hin. Und das sind Sachen, wo ich normal der vielleicht nicht unbedingt Lust hat, darauf aufzupassen, aber das ist wirklich wichtig. Und das macht einen immensen Unterschied. Das spürt bis zu quasi der Haltung von der Zeit beim Tracing, wenn den Leute am Telefon hört, die genau irgendwo Radar hun wo sie waren, da kommt man ganz schnell für und während das ernst da merkt den auch Sinn sicherlich Lücken für den auch nicht meint daran den sich auch nicht und alles so am Detail, wann den Stadt nicht irgendwo vermerkt, also doch schwer sich in all Detail eben zu erinnern. Insofern aus dat Ohren ein Klang bitte von eiser Seite, dass du auch erfahren gemerkt gehen. Als Ziel als net Schritt nur hannen zu goen wirklich lo enker der Foren enker voll ulaufen zu lassen. Wir werden noch eng verstärkte Kommunikation nach lancieren ab der nächste Woche für wirklich nach enker dat zu erreichen, wat man schon en am Summer erreicht hun, dass het ganz kurzfristig auch nichts besser gött man da Zuelen dann si wir überzeugt, dass man ja, wenn man das hinkriegen, wenn man die Käier nach Renker kriegen, sind wir auf jeden Fall haut der Meinung, dass man nicht Zusatzmesuren holen. Desto mehr, wo ganz viele Leute sich als Leute bestachen und Regeln halten. Ich meine, das darf ich nicht vergessen. Wir haben das gewissen über die letzten Monate. Wir sind an der Kapazität, das zu machen. Und wir haben auch eine ganze Reihe Gründe eben von unseren anderen Indikatoren hier für nicht führende Wohnen zu sprangen. Und ja, nachher sind wir so vorsichtig, dass wir dann an den Griff kriegen können. Wir zählen alle Guten, das ist auch ganz wichtig zu unterstreichen, auch wenn nicht Schiedfrieden am selben Ausmaß trifft, dass wohl eine Minorität die Konsequenzen kriegt, mir für die Leute als nicht just ein Grippelchen. Ich muss sagen, ich kann das geschwind nicht mehr hören, weil gesagt wird, das ist ein kleines Grippett oder ein Grippelchen. Nee, für die Leute, die konzerniert sind, also eine schwere Krankheit. Und da sei Solidarität gefordert. Wir sind alle gute konzerniert und dafür zählen wir, ob die Einzelne von ist. Voilà, das ist von meiner Seite. Da wären du eher frohen.
Pierre Sorlu, Land. Xavier Bettel, le Premier ministre, a évoqué hier un vaccin possiblement disponible d'ici décembre. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur ce vaccin? Et deuxième question, quelle est la position du Luxembourg vis-à-vis de la carte à risque européenne? Quelle est l'attitude à adopter? Est-ce qu'elle va communiquer? Est-ce que le Luxembourg va communiquer les données, etc. Merci. Ja, zwei verschiedene Fragen. Das Vaccin, du weißt, dass Lützeburg macht bei einem Ascha, den über die Europäische Union gemerkt wird, global oder insgesamt abgehabt, um ihre gewissen Teil Vaccin zu gut an nicht gesagt aus, wie waren echt Vaccin effektiv für Dezember Kinder da sind. Nach ist das aber nicht sicher. Wir präparieren uns natürlich von unserer Seite aus schon seit längerer Zeit ob die Hypothese, eben das Vaccin da sind, mit an unserer Zellulekrise extra eine Arbeitsgruppe, die sich just da beschäftigt. Das heißt, wir präparieren uns logistisch, und wir schaffen noch eine Strategie, die wir aber recht werden präsentieren und noch definitiv festschreiben, wenn man genau wissen, welche Quantitäten man nie werden kriegen. Eine Strategie ist ganz stark determiniert eben von der Quantität, die wird disponibel sind. Wir sind sicherlich bereit, sobald man da genau Informationen haben, wen ihr könnt, werden wir mit einer Strategie der Vaccination rauskommen und die auch dem Moment präsentieren. Was die Rekommandationen betrifft, die gestern an der Union festgehalten sind, weil ich vielleicht mal begrüßen, dass überhaupt vorgemerkt gibt, für sich zu alignieren, ob Kriterien für Länder anzustufen, für Risiko anzustufen. Das war lange nicht der Fall, das ist etwas, wofür Lützeburg sich ganz viel angesagt hat. Allerdings gehen uns die Rekommendationen nicht weit genug. Die Kriterien, die am Moment zurückbehalten sind, dass nach wie vor dass Neuinfektionen und dass Infektionen an den Tod de Positivität. Wir hätten uns gewünscht, dass zwei andere Indikatoren auch mat ablesen, nämlich die wirklich wesentlich sind an Eisen an für die Gravität von der Pandemie anzuschätzen, und dass die Inzidenz am Niveau von der Spitäler. Ich gebe daran erinnern, worum es geht, mit dem ganzen Aufwand, den wir hier machen, den machen wir eigentlich schust, weil dieser Virus Matze springt, dass dem Moment, wo aus dem Ruder gerät, dass er riskiert, als Spitalskapazitäten wirklich lahm zu lehen. Dafür ist dann Eisen an extrem wichtig, und wir wären auch froh gewesen, wenn das angeflossen wäre, dass die Effekazität von den Mesuren, die in einem Land en place sind, auch darunter muss, ob wirklich Kapazitäten an den Spitälern überlastet sind oder nicht. Das wohl am Text rundherum erklärt, dass in der soll machen, mit die Kriterien, die zurückgehalten sind, die spiegeln das nicht zurück. Selbst, dass ein Virus, den eine tote Mortalität hat, den über dem Leid von einer normalen Grippe. Dafür hätte mir als auch gewünscht, dass sie pilotieren und gucken, ja, wie steht es an einem Land mit dem tote Mortalität, weil das für uns aber auch aussagekräftig ist, dort so wie Land mit der Sache umgeht, ob es am Griff ist oder nicht. Das Ganze steht auf Feld ja wirklich auch mit der Kapazität vom Gesundheitssystem. Wie gesagt, wir sind an einer Situation haut, wo es zuhören absolut die gleiche von Ländern, die an viel mehr akuter Situation schon sind im Niveau von ihren Spitälern, wo die Kapazitäten schon extrem strapaziert sind, überfordert sind. Bei uns ist das nicht der Fall. Und dafür haben wir uns auch gesagt gehabt, für auch die Faktoren wirklich mehr zu affirmieren, dass die wirklich sollen geguckt gehen. Das ist nicht gelungen. Aber nichtsdestotrotz begrüßen wir natürlich, dass der harte Schritt aus Richtung Harmonisierung, weil das aber ganz wichtig ist in dieser Zeit. Lien Kruchten von RTL. Ja, der du geschwart, wir hatten 6 Deutscher an enger Woche. Gehen da irgendwie Erklärungen dazu, weil man ja über so viele Wochen, wo Kegelstunden aus an Lobby mal so viel auf ein Kehr. Ja, an dem Sinn, dass man die Alterskategorien gelehrt sind, aber wir wissen, allein Probabilität mischt, dass wenn man eine gewisse Alterskategorie Neuinfektionen haben, dass du mehr Leute leider nicht werden, die Sache evaluieren wie an den niedrigen Alterskategorien. Ich meine, das ist die Erklärung. Ich meine, von den Klützen effektiv sind wirklich ältere Leute. Wir haben ja nicht mehr gehabt über die letzten Wochen. Und forcément, traurigerweise spiegelt das natürlich auch daran zurück. Gibt es auch schon konfirmiert Fall oder konfirmierte Fall von einer zweiten Infektion bei Leuten zu Lützeburg? Da
lo Dr. Schmidt gucken ja auch oder verschiedene Leute, die effektiv Verdacht besteht, dass eine Zweitinfektion ist. Das ist nicht immer so einfach festzustellen, weil verschiedene Leute auch testen und die lang positiv bleiben. Wir haben einen kleinen 12 vielleicht, wo man mengen, mit einem kleinen 12 vielleicht, wo man mengen, dass effektiv eine Zweitinfektion kann präsent sein. Dann nach eng lastfroh betreffende Contact Tracing da haben wir Info gekriegt, dass das geht am Moment darauf bei den Schulen oder Kreche, wo der Kanner muss nach Quarantäne gebe anscheinend nicht schnell genug und dass die Älteren ein offiziell Schreibes kriegen, für dann einen Patron weiter zu regeln. Ich kann die Information mal auf den Weg holen und so das bei ist nicht Ordre du jour als kritischer Punkt, mir bleibt natürlich nicht aus. Ich meine, wir sind in einer Situation, wo zu schnell abgehen. Das brauchen immer ins PDG sich aufpassen. Wir sind am Schnitt relativ zufrieden, weil wir als die Lehen aber Gehale kriegen. Ich kann auf die froh nicht genau antworten. Das ist auf jeden Fall keine Problematik, die wir in den letzten PD oder. Also die Ordonnancen die gehen idealerweise über E-Mail raus, wenn man ein E-Mail haben, das ist der schnellste Weg. Wenn man leider kein E-Mail haben, was doch eins oder vier könnt, müssen sie für den normalen Postweg rausgehen. Das kann ein bisschen mehr lang dauern. Merci. Merci. Gute Mëtteg zu froen Erik Haus fir Tageblatt mat zu froe Partner. Verdicht wollte nur froh wie se mat den Edukateuren an Edukatrissen an de Maison Relais an de Krechen getto dat testen nu geht. Sie jo ganz viel mat Kanner, die keng Masken hunn am NRW an Getto irgendwie regelmäßig Teste 4 gesinn, weil mir hunn heieren, dat Santa Juli verschiedene Leute verschiedene Kreche gonne wie getest goufen. Ja, sie sind ich hatte doch nach nur gefrot Göster, sie sind am Programm, da sind Invitationen, die lo rausgehen. Sie sind am Large-Scale-Testing bei den Berufsgruppen, wo man verstärkt testen, effektiv. Und das ist eine ganze Serie und Invitationen und den dort Sektor lo rausgegangen. Natürlich die Informationen kann wohl stimmen, dass das über den Sommer nicht der Fall war, aber sie sind an der Planung dran und ich habe gestern konfirmiert, dass den dort Sektor couvriert, das vom Large-Scale-Testing. Die Leute müssten lo drüber und drüber sind, dass uns alle guten Anleitungen kriegen. Da wollte ich noch froh, wie das an der Spideler am Besuch geht du ein Uso vom Minister oder ist das echt der Spideler evaluiert, wie sie da getan haben? Das den Spideler evaluiert, wenn das auch couvriert an dem Stufenplan, so werde ich mich erinnern. Wir sind die Decisionen von den Spideler, wo gegebenenfalls die neue Situation evaluiert, von als Rekommendationen können kommen. Das sind typische Sujet, wo man wirklich sicher aligniert zu bleiben. Dafür sind wir auch ganz regelmäßig mit den Spidelen, für das sie sich können austauschen und gegebenenfalls umzupassen. Merci vielmals. Thomas Holzer de l'Essentiel. Madame la Ministre, vous avez parlé du vaccin, alors sans rentrer dans les détails, hein, comme vous l'avez dit, ça sera présenté plus tard, mais est-ce qu'on peut déjà savoir d'où provient ce vaccin? Est-ce qu'il est préparé et savoir s'il sera obligatoire? Il n'est pas du tout envisagé qu'il soit obligatoire. Donc, ja, also das zu keinem Zeitpunkt gedauert, dass wir eine obligatorische Impfkampagne machen. Wir haben das sind eine Reihe Aschen en cours, das AstraZeneca, das ist der nächste Produzent, wo so ausgesagte Überlieferungen Kinder kommen. Mit mehr Details haben wir auch danach nicht. Ich gebe auch da wirklich noch ein bisschen Geduld bieten. Sobald wir Details haben, werden wir ganz schnell bereit sein, an unserem Arbeitsgruppe für eine Teststrategie zu präsentieren. Une autre question, c'est sur les foyers d'infection. Dans certains pays voisins, les clubs de sport sont un véritable problème avec beaucoup de personnes contaminées. Est-ce que c'est aussi le cas ici au Luxembourg? Est-ce qu'il y a des foyers d'infection qui sont particulièrement inquiétants? Ja, ich vielleicht denken, ich hatte effektiv nicht erwähnt bei der Introduktion. Wir haben, was die Ursachen betrifft, wo wir alle Woche mal ein bisschen einen Überblick gehen, wo sich eine ganz ähnliche Situation wie die Woche für drin. Das ist das, was wir überhaupt können zudelen, wo wir mit Gewissheit oder relativer Probabilität können zudelen, dass nach immer an erster Stelle den Milieu familial. Das möchte gute Fähres aus von den Neuinfektionen.
dann könnt lo hannen run de Sektor vun der Schule, wo man natürlich auch lo méi forcément wann Schulen opgin, Voyage à l'étranger sinn Rofgangen, dat war so zu erwerden, die war jo im moment an der Hitparat Uwen si lo bei 7% fir d'lächt woch. Dann han run den Milieu professionell, de könnt Sektor et des soins och mit das kirchsche Cluster auch am Sportsbereich sinn eng oder die Äner Infektionen zu orten. Ich kann so, dass man stand haut och näierenswickel lo bis het de Cluster het wo gibt den ausser Kontrolle geoden. Also wir sind an enger Situation, wo man nach wirklich können orten wo verstärkt Leute infiziert sind, an denen dann noch wirklich a Quarantän holen. Insofern sind wir effektiv nach net an enger beunruhigender Situation, wo einfach kun mir wees, aé eng Richtung het geht, wann Infektionen sinn krimmer relativ schnell ausgemerkt, an das auch kein neue Source, wo lo mis Lei an Gart setzen passt besonders op. Gilt am Fong überall opzupassen. De Schlüssel sinn einfach Kontakte. Ich mein, man den App muss verhalen. Also dat überdreht sich von engem zum anderen, wenn de schmannerer Kontakt sinn, natürlich mein Risiko mi klein ass. Moyen vum 100,7. Dir schreift, dass Lächtwoch 9.651 PCR-Tester gemacht goufen. Ziel sio 350.000 pro Woch. Wat leit dat de net all gemacht gouf, si du schon ihrer maximale Kapazitéit du kom. Hängt doch davon auf, ob Leute gehen oder nicht für jeden Test machen. Wir haben die Kapazität, das sagen die mal theoretisch schon. Wir können flexibel deployieren. Wir natürlich also auch nicht für beispielsweise am Large-Scale-Testing diese Invitation kriegt, die noch geht an den Test. Und das spielt auch immer mal dran. Wir als Ziel, also es ist schon nicht nur einfach planen, alle Woche 53.000 Tester zu machen. Wir haben ein Programm am Large-Scale-Testing, wo man eine gewisse Muster Invitationen rausgehen, die man auch wirklich adaptieren von Woche zu Woche, wenn ein Problem ist. Und dann natürlich die Ordonnance, du wissen auch nicht, was aussteht. Ne? Das ist nicht vorauszugesehen, wie viele Leute wirklich bei den Doktor gehen, wenn die Grippesaison wirklich zuschlägt, sind wir auch tributär davon, also ja, wie viele Tester gemacht haben, hängt einen großen Teil auch davon ab, wie viele Leute bei den Doktor gehen, weil sie krank sind. Ne? Die wollt ihr mehr testen, als klappt das dann? Ja, das klappt. Am Anfang wir gut, wir merken, dass das auch greift. Wir sind wirklich auch permanent am Gang zu gucken, welche Prozentsatz von den Leuten sich testen lassen. Ich weiß den allerdings nicht, sind wir nur bei 50% mengen, schon bei der letzte Stand am Large-Scale-Testing. Das klappt schon. Da haben wir ein Komitee de Pilotage, wo wir wirklich einerseits einen Automatismus laufen haben zu gewissen Berufssparten, an eben noch über das Equipe mobil können ganz gezielt auf Platz gehen an Altersheimen. Und da war ja auch immer an den Betrieb für wirklich mehr gezielt zu testen, wann ein Problem wäre. Die andere Stau sind sie nicht just Lützeburg oder auch Frontalier im Ertrag? Das sind Residenten. Residenten. Ihr schaut nach frohen, wie viele Doktoren da bis so gefunden, die bei dem Pilotprojekt mitmachen, wo es darum geht, die Hébergementsstrukturen zu besetzen. Das ist ja nächsten Oktober angelaufen. Das ist eine Linie von 13 Doktoren insgesamt. Ich weiß nicht, ob es schon alle gut hat. Ich weiß, dass am Gang aus uns zu laufen, dass so recht rezent in der Schrift gehen. Das ist ein Netz von 13 Doktoren, das soll funktionieren. Meines Wissens ist es nicht problematisch, am Gang sich en Platz zu setzen. Das müsste normalerweise anlaufen. Ich kann nicht aber nicht, ob es wohl genau so ob wirklich schon 13 am Ansatz sind oder ob sie nach am Gang sind, zu sichern. Okay. Nach einer Frage nach, also mit Etat de la Nation gestern, du gonnetriert, ob du für den Gesundheitssektor auch mehr suchen, du soll sie für nächstes Jahr an das fordere ja die Spitäler, aber gerade auch vom Gesundheitstisch, was so dahin du. Ja, aber wir haben gerade auch an der Krise ganz viel Suen spontan auch investiert an den Gesundheitssektor. Ich denke, dass da eine gewisse Flexibilität ist. Ich meine, Frieden ist sich eins, dass der Gesundheitssektor ein prioritärer Sektor ist. Allerdings ist der Gesundheitssektor auch am Gang. Ich will da noch keine Konklusionen ziehen draus. Ich meine, man muss mal gucken, wie ein neues Projekt angedeutet werden gehen. An dem Moment kann ich das auch richtig chiffrieren. Nein, allererst Frage ist, stimmt das ein Payementer lo gestoppt goufe fir Doktoren ze bezuelen? Menges wissens net nee. Okay. Merci. Okay.
Merci.